täuschen, so schnell kann's gar nicht sein. Kleine Spurereien heißen heut nicht mehr und spielen sich ganz allein. Treibt und schick's heim gleich, wir haben noch Zeit. Hoffnung in der Stimme und entscheid dich, du machst das groß. Voll ganz langsam, wir auch nicht fremd sein. Ich komm nie mehr zurück. Gefühl, das packt mich und radiert mich, wie in Schwarz und Weiß druckt. Hast gelitten grad genug, kämpft bis auf das Blut. Es wird Zeit, dass du gewinnst. Nimm das Boot, wie's treibt und schick's heim gleich. Wir haben noch Zeit. Das war Falling Slowly von The Swell Season beziehungsweise Glenn Hansard, der heute gestorben ist. Ich habe es gerade davor erfahren und habe mich sofort hergeguckt und diesen Song übersetzt. Und genau, das ist nicht ganz die Art und Weise, wie ich das normalerweise mache, aber es war mir ein großes Bedürfnis, aus verschiedenen Gründen. Ich habe Glenn Hansard kennt als allererstes als Frontmann von The Frames. Das war seine Band. Und The Frames war eine irische Rockband, Indie-Rockband, Alternative-Rockband, wie man es auch nennen will, die mich sehr beeinflusst hat, die auch sehr das beeinflusst hat, was ich mit meiner Band, mit der Kellner Band gemacht habe. Ich fand das einfach super. Der ist einer der Gründe, warum ich in dieser Band als Frontmann mit der Akustikgitarre gespielt habe, ist der Glenn Hansard gewesen. Weil ich fand das so cool und dadurch habe ich ihn schon kennt. Dann habe ich mitgekriegt, dass er in diesem Film war, der, ich glaube, Ende der 80er oder sowas, Anfang der 90er oder sowas rausgekommen. Ich glaube, Anfang 90er, 91 oder sowas rausgekommen ist. The Commitments, in dem es um eine irische Soul-Band geht, praktisch. Also ein bisschen so das irische Blues Brothers auf eine Art und Weise. Da hat er auch mitgemacht als Gitarrist von dieser Band. Und dann kam irgendwann dieser Film raus und
ich bin sofort darauf gesprungen auf diesen Film, weil ich eben Glenn Hansard super finde, großartig finde. Und ich habe gewusst, der spielt da mit und Musik von ihm ist auch dabei. Und das ist der Film Once. Und das war eigentlich eine ganz kleine Indie-Produktion. Sie haben im Endeffekt dann, ich glaube 2 Jahre später oder 3 Jahre später, nachdem der Film eigentlich schon raus war oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie das gelaufen ist, haben sie dann einen Oscar gekriegt für die Filmmusik. Für diesen Song, den ich jetzt gerade gespielt habe, Falling Slowly. Er und seine Partnerin in dem Film, die Marketa Iglova heißt es, glaube ich, die dann miteinander die Band The Swell Season gehabt haben. Und als das alles noch nicht war mit Oscar und irgendwas oder sowas, ne, habe ich den Glenn Hansard einmal angeschrieben. Also ich habe rausgefunden, wer seine Managerin ist. Das war eine, genau, die war halt irgendwie auf Instagram oder sowas. Nein, nicht Instagram, das war damals, war es MySpace oder war es Facebook? Wahrscheinlich war es Facebook. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich die angeschrieben und habe geschrieben, ich würde den gerne mal was fragen. Und dann hat er mir zurückgeschrieben. Was ist denn los? So, in dem Style. Ich habe gerade noch geschaut, ob ich diese E-Mail noch habe, aber ja, das war auf irgendeinem anderen Computer und ist für immer verloren, wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, hey, was spielst denn du für Gitarre? Weil ich finde die Gitarre super, ich finde den Klang super und sowas. Und dann hat er, dann haben wir zurückgeschrieben, ja, das ist eine Takamine in irgendwas. Ich schaue mal schnell. EN20. Er hat gesagt, ja, ich spiele zweierlei, ich spiele die Jumbo-Version, das ist die da. Und die Dreadnought-Version, die schaut eher so aus wie die da. Die Dreadnought-Version habe ich nicht, die habe ich vor einer Zeit gefunden. Und die klingt genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Auf jeden Fall, genau, habe ich kurz einmal so eine ganz kurze kleine Interaktion, 2 E-Mails hin, 2 E-Mails zurück, so, mit ihm gehabt. Was mich damals mit Anfang 20, wenn überhaupt schon, ich glaube, ich war noch gar nicht 20, natürlich, als einer meiner musikalischen Helden, es hat mich total gefreut und fand die Wahnsinn. Und das ist der Grund, warum dass ich die Gitarre überhaupt habe. Und das ist der Grund, warum dass ich mit dieser Gitarre diesen Song gespielt habe. So viel zur persönlichen Connection. Der Mo hat Musik gemacht mit seiner Band, The Frames, mit seiner Band The Swell Season, Solo. Er hat einen guten Freund gehabt, den Mick Christopher, der hat bloß eine Platten gemacht, glaube ich, der Mick Heyday, oder Skylarkin heißt es, die Platten, genau. Da ist ein Song drauf, Heyday, ist ein Wahnsinnssong. Werde ich auch irgendwann einmal noch machen. Der ist auf tragische Art und Weise gestorben, damals der Mick Christopher, ich glaube 2002, 2003, irgend sowas darum da. Und heute ist der Glenn Hansard von uns gegangen, durch einen Autounfall. Recht viel mehr ist nicht veröffentlicht worden, mehr weiß ich nicht, aber er ist anscheinend in Dublin in einem Autounfall ums Leben gekommen. Was wahrscheinlich dann so uns, also zumindest mich, reisendes Volk, als jemand, der auch viel Zeit im Auto verbringt und viel durch die Weltgeschichte fährt, um Auftritte zu spielen und sowas, natürlich auch immer wieder so ein kurzer Moment ist von, kann uns ja alle passieren. Ne? Aber das einmal dahingestellt, ne? Es ist einfach so, da ist jetzt gerade wirklich ein musikalischer Held von mir, den ich über Jahrzehnte gefolgt bin. Von uns gegangen mit, ich weiß nicht, wie alt er war, 60, Mitte 60 vielleicht sogar schon. Bin mir nicht ganz sicher. Ich schätze mir auf jeden Fall 60 wird er schon gewesen sein, ja. Das heißt, ich werde heute meinen Abend damit verbringen, glaube ich, dass ich mir Once so schaue, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Once ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, nicht viel Tamtam, aber wunderschön gemachter Film. Großartige Musik, sie zwei singen da drin, er singt ein paar Songs solo, sie singen miteinander, es ist
Hammer. Das ist ein Hammer. Und dann, genau, und dann checkt einfach mal The Frames aus. Die haben einige Platten gemacht. The Swell Season haben auch einige Platten gemacht. Der hat auch einige Solo-Platten rausgebracht. Und das Krasse ist natürlich auch immer, das war ein super cooler Dude. Das war echt ein cooler Dude. Der hat coole Sachen gemacht. Der hat sich für Menschenrechte eingesetzt. Der hat sich für alles Mögliche eingesetzt. Der war immer, wenn es irgendwo Benefiz braucht hat, um irgendwie Geld aufzubringen für irgendwas, dann war der da mit der Gitarre, hat sich aufgestellt. Ein cooler Dude, ein richtiges Vorbild. Ein richtiges Vorbild. Deswegen mein kleines armseliges Tribute hier aus meinem kleinen Studio an einen großartigen Typen. Deswegen, ja, passt auf euch auf, fahrt's lieber langsamer und ja, Servus Glenn, thank you for the music.